Hallo zusammen! Ja, bei mir ist jetzt Sonntagnachmittag. Ich komme jetzt gerade vom Turnfest, bin fertig, fix und fertig. Es war mega heiß. Und ja, zum Glück hatte ich immer ein bisschen Sonnenschirm dabei und einen Sonnenhut. Und ja, jetzt bin ich den Weg am Auflaufen. Auch mega warm. Ich bin froh, wenn ich daheim bin. Dann kann ich feinen Rhabarber-Himbeersirup trinken. Freue mich schon. Ja, das ist das Ende dieser Woche für mich, von dem Sonntag. Und ja, so wie es aussieht, der Anfang vom neuen Video für euch. Also, viel Spaß, willkommen im Triesta. In the future, when there's no more fossil energy. So, Claudia hat die Woche schon angefangen und ich bin da an einem Ort, wo wir noch nie zusammen waren. Weil, das weiss ich, weil ich selber auch noch nie da war. Da hinten sind Grenzen und jetzt müssen wir hier unsere Grenzen frei machen. Das sind wir am Probieren. Aber es ist richtig geil. Es ist ein bisschen so, weiss auch nicht, Jurassic Park, Herr der Ringe, Star Wars, alles ein bisschen nice. Ja, die Macht soll mit dir sein, mein Freund. Aber ja, schauen wir mal, was da alles entsteht und frei wird, wenn wir dann fertig sind. So spannend. Und übrigens, haha, ich habe es wieder gefunden, Claudia. Yay! Schau mal. Ich glaube, mehr Freude als ich hat Claudia. Aber jetzt Ja, endlich muss ich mein Handy nicht mehr teilen. Das war schon ein bisschen mühsam. Ich musste immer verzichten. Du warst verzichten? Ja. Ja. Und dies, das. Weißt du, viel mal bin ich ohne Handy geschlafen und den ganzen Tag fast nicht drauf schauen. Aber weißt du, was mich gefreut hat? Und alle anderen Leute, die zuschauen, sicher auch. Weil ich kein Handy hatte. Das war endlich mal nicht so ein Gelaber, gell? Nein, bist du auf einmal viel mehr im Video gekommen. Weil du hast dich verpflichtet gefühlt, zu mir ins Video zu kommen. Und gell? Ihr wollt mehr Claudia! Wir wollen mehr Claudia! Wir wollen mehr Claudia! Ja. Hey, wenn ihr die gleiche Meinung sind, dann kommentieren, dann liken. Weil wenn es euch gleich geht wie ich, dann dürft ihr auch gerne Claudia anschauen. How we gonna feed the masses? Have enough for you and me? Life today seems pretty good, like we came out on top. But I wonder how we're gonna get down. Gotta be careful we don't drop. Take it slow. Make it small and slow. To avoid the confusion, use small and slow solution. Yeah. In your front yard, you can grow most of your food in a space the size of your driveway. Hoi zusammen, ihr Schönen. Doesn't have to be Hallo miteinander. Hoi, Let du us see meine Schöne. Hallo. what you grow. Schau mal, wie groß deine Hörner geworden sind. Just let it go. Don't want the pain, too much to maintain. So stay inside the right size. Take it slow. Make it small and slow. Needs the green revolution. Ja, hallo, Schöne. When you got small and slow solution. Yeah. When we quit our oil addiction, how we gonna get around? Well, I think there's a small and slow solution, people, in this technology I found. It's called your feet, and they're pretty good for getting from A to B. It takes a bit longer, but your legs come out stronger, and there's lots of nice things to see when you take it slow. Make it small and slow. Don't Schaut mal, ich habe da jetzt elend viel alles Schlauch zusammengesammelt, was wir haben. Und plus noch in Aktion
10 Meter Schlucht mehr gekauft. Und so einen Drüsenkopf, so einen Billigkopf. Und jetzt, und da einen Baum abgesagt. Seht ihr den Baum? Den Baum da habe ich heute abgesagt. Und jetzt kann ich meinen Kompost bewässern. Yeah! So, es fühlt sich an wie aufgestiegen wieder mal. Next Level Shit. Nasser Kompost. Jetzt tue ich am Abend, jetzt kann ich rundherum alles gießen. Plus kann ich den Esel ihr Wasser auffüllen, ohne tragen. Und meinen Kompost gießen. Das heisst, meine Abendaufgaben sind zwar mehr geworden, aber yes! Jetzt gibt es richtigen Kompost. Jetzt müsst ihr schauen. Bald, sehr, sehr bald, habe ich nur noch Hummus. Ja, man könnte schon fast meinen, es wäre einfach langsam. Ha! Übrigens wollte ich noch sagen, danke Manuela für das Beinwell. Ich habe jetzt überall angefangen Beinwell zu pflanzen. Das heisst, bald kommt die Lieblingspflanze von allen Permakulturisten Comfrey oder Beinwell. Ist eine super Heilpflanze, super Stickstoffbinder und zusätzlich ist es gutes Tierfutter. Es wächst schnell, es recht bewusst, kannst Chop and Drop machen, Kompost füttern, Tier füttern. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein neues Abendritual, wo ich einfach rund um den Hof, also rund um Zone 1, Zone 0, das ist das Haus, rumlaufen und einfach alles gießen. Wie jetzt habe ich genug lang. Jetzt ist mein Schluck genug lang zum alles. Wow, ich habe Freude, So schön ist es in der Region. Don't create no pollution with a small and slow solution. Yeah, bigger isn't always better. Faster don't make you stronger. If we keep going the way we're going, oh, we won't be around for much longer. No. So instead of running towards a brick wall, Kommt. why not walk instead? Chantal, Save your head. oh Regine ist die schnellste. Wer ist die schnellste? Wer kommt als erstes zu mir? Keep it small, keep it Wer kommt als erstes zu mir? Oh Regine. Hoi. the dream of unlimited Regine wird immer mutig und dann kommt Chantal hinten an. popular delusion. So you saw Hey. no solution. Yeah. So, Montagabend. Ben und ich sind gerade auf dem Heimweg von der Hundeschule. Und sie hat das super gemacht heute. Heute haben wir unter anderem gelernt, Gudeli in der eingerollten Matte. Und dann müssen sie es aufrollen und können dann immer das Gudeli nehmen. Aber natürlich nur schön mit der Nase. Gell, Fena? Ja, aber hast du super gemacht, gell? Ja, laufen. Fein. Ja, darfst wirklich, ja. Gestern haben Claudia und ich unser Experimentbeet so richtig rausgeputzt. Seht ihr ja. Und wir haben noch ganz viele Herdäpfel gehabt, die wir noch nicht gesetzt haben und schon am Treiben waren. Die haben wir jetzt da einfach da grossflächig rein da. Mal schauen, was kommt. Ich habe es noch übersät mit Grünsenf, Gelbsenf als Gründünger. Ja, der Boden ist immer noch sehr trocken, trotz allem. Und spröd und weiss auch nicht, wie ich es benennen. Aber ja, ich tue es jetzt einfach fortlaufend immer wieder. Jetzt mal mit Herdäpfel. Mal schauen, was passiert daraus. Immer einfach probieren. Gell, Brice? Brice ist so eine lustige, sie will... Oh, da geht gar nicht mehr. Some people tell me that I'm crazy. Es ist Dienstag und ich bin hier in Pura Vida am den letzten Schliff am geben. Ja, ich wollte schon lange in der Kajüte noch so Ablagen machen, wo man das Handy drauflegen kann. Und da bin ich jetzt dran. Aber ich hatte eine kleine Herausforderung gehabt. Aber ich zeige euch jetzt gerade wie. Ja, ich habe hier die Brettchen
und die Winkel. Dann habe ich hier die Schrauben. Und ich dachte, ja, das sollte gerade gehen, so knapp, oder? Wenn ihr da schaut. Tipptopp. Aber wenn ich es rein tue, dann kommt genau das kleine Spitzchen raus. Mega scheisse. Und dann bin ich auf die Suche nach kleineren Schrauben gegangen. Aber ich habe gar keine kürzere Schrauben mehr. Und dann habe ich gedacht, scheisse, ich will das jetzt aber unbedingt fertig machen. Und jetzt habe ich mir etwas anderes einfallen lassen. Und zwar habe ich da so Unterlagsscheibchen noch gefunden. Jetzt habe ich einfach 2 Stück von denen. Und die tue ich jetzt einfach beim mittleren Teil. Dann schaue ich, ob ich euch das zeigen kann. Beim mittleren Teil nehme ich das jetzt so. Und dann habe ich da einfach noch die 2 Unterlagsscheibchen, die ich da dazwischen tue. Dann hat es genau ein bisschen mehr Platz. Und dann, wenn ich es anschraube, kommt es genau nicht raus. Also perfekt. Muss ich nicht posten oder Schrauben holen oder ins Tal haben, sondern kann es gleich fertig machen. So sieht es dann aus. Mit 3 Schrauben auf dieser Seite. Und auf dieser Seite kommt nichts mehr raus. Tipptopp. Ja, wenn es manchmal nicht geht, wie man will, muss man halt ein bisschen erfinderisch sein. Meistens findet man dann eine Lösung, oder? Gell? Like my love of small spaces, my room ain't too large. I just live in a box. Da sind wir so bestimmt wieder mal einen Spaziergang mit den Geistern am machen. Underneath the house, off the corner of my garage. But the edge is where it's at, and it's easy to create. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Zwischendurch muss eine Beautypflege sein, Klauen schneiden, Klauen. Das sind Klauen von den Geistern, das ist jetzt die Valina. Und das Ziel ist, dass alles da, was da drüber wächst, und innen, das ist das, was zu lang ist. Und das ist wie abgewetzt, das muss man abschneiden, damit es sauber und flach wird wie auf dieser Seite. Genau, jetzt noch 2 Klauen und dann habe ich all die grossen schon gemacht. Und jetzt, wo auch die Kids alle zusammen Nägel gemacht haben, gehen wir wieder zurück auf die Weide. Ja. Dann gehen wir jetzt, wir müssen die Chefin nehmen. Die Chefin kommt an der Leine und der Rest kommt von alleine mit. Ja, und dann gehen wir so, laufen wir jetzt einfach auf die Weide. Weil die sind auch froh, müssen nicht mehr hier im Stall sein. Gell? So, gehen wir. Und das ist wieder mal so eine Aufgabe, die nicht alltäglich ist, aber regelmäßig gemacht werden muss. Pediküre, gell? Bei uns Menschen genau gleich. Das ist zum Glück auch ein Jöppli, das ich nicht jeden Tag machen muss. Aber Hühnerfutter. Jetzt, wo wir keinen Helikopter im Moment brauchen können, muss ich das mit meinem Rucksack den Hügel drauf tragen. Bis zu der Bushaltestelle, aber nicht mit Wägeli. Ja, 30 Kilo Hühnerfutter muss man immer wieder haben. Und ja klar, wer dreht es auf? Ja. Find someplace nice where I. Als ich im Bus eingestiegen bin, hat es noch einen Riss gegeben in meinem Sack. Hühnerfuttersack. Das heisst, im Bus ist es ausgeleert. Get my hand on some marginal land and turn it into paradise. Ich muss jetzt hier an der Bushaltestelle warten und Claudia muss leider runterkommen mit so einer Plastikdolle. Dort, wo man die Hühnerfutter drin lagert. Ja, da muss ich das halt so vertragen. Irgendwie bringe ich das schon auf meinen Kübel. Aber ja, habe ich unbedingt gebraucht. Entschuldigung. Ich bin schon wieder müde vom hässig werden. Im Moment muss ich ehrlich gestehen, ich werde ein bisschen zu viel hässig gerade im Moment. Trotz Nüchternsein, trotz Klarheit. Im Moment bin ich ein bisschen müde und darum auch ein bisschen hässig, ein bisschen frustriert. Und ja, es ist nicht so gut. Aber da, es ist nicht alles so gut und es kann nicht alles perfekt sein. Wieso ich hässig bin und frustriert? Ja,
Eigentlich geht es mir auch wirklich gut. Ich habe ein riesiges Glück, alles schön und drum und dran. Aber gell, all das Zeug, was passiert immer und so, das ist ein Rattenschwanz und eins führt zum anderen und ich habe das Gefühl, ich komme nicht so vorwärts, wie ich vorwärts kommen und drum und dran. Und ja, Diesel, also ich glaube, ich will auch keine Sonnenblumen mehr haben, weil Diesel haben wir jetzt dann, glaube ich, alle Sonnenblumen aufgefressen. Eins führt zum anderen und das andere führt zum anderen. Und ja, im Moment bin ich einfach gerade ein bisschen gehässig. Und ich merke auch von der Bildqualität wahrscheinlich, dass mein Nattel auch nicht mehr so super ist zum Filmen. Ja, no, es ist wie es ist und trotzdem geht es weiter. Aber weißt du was? Du kannst mich aufmuntern, indem du es likest und abonnierst und kommentierst. Danke dir. Also, das ist eine der Konsequenzen, die ich vorhin erzählt habe von diesem Rattenschwanz, dass ich so Zeug tragen muss. Wir würden auch gerne eigentlich das den Esel übergeben und der Esel würde auch gerne diese Aufgabe machen. Wir haben aber auch schon in diversen Forums ausgeschrieben, wir sind am Suchen Bastsattel für unsere Esel. Wenn irgendjemand von euch, das ist ein offizieller Aufruf, wenn irgendjemand von euch einen Bastsattel hat für einen Hausesel daheim, wir würden es gerne abnehmen. Weil sonst kostet so ein neues Ding, das wir brauchen, 500 bis 700 Franken. Wir haben nichts Günstigeres gefunden und eben, wir können es nicht posten. Aber in der Zwischenzeit muss ich das halt jetzt immer zukünftig machen. Das ist also 2-3 Wochen. Das Futter selber von den Hühnern, das ist selbsttragend, weil die Hühner legen genug Eier, die ich am Markt verkaufe. Und im Chez Mami zu Wisp, übrigens, wenn ihr gute Eier wollt, Chez Mami Wisp. Eben, die Hühner zahlen sich selber. Das Einzige, was ist jetzt mein Rücken, den man schonen muss. Genau, alles Schwere, weil der Helikopter liegt momentan auch nicht drin. Und das ist alles ein Rattenschwanz von allem, was passiert ist. Das muss ich nicht wiederholen. Also danke, Bastsattel, ein unbedingter Aufruf. Für Esel, Tragtaschen, Bastsattel, Zuggerät, was auch immer, dass ihr die hier rumliegen habt. Wir nehmen es. Danke. The smaller the better, and I don't care if it's bad. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Just do the best I can with what I have. Because the edge is where it's at, and is the most productive place. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Jetzt mache ich die pure Wiederbadzimmer fertig. Ich liebe unsere Bluetti, einen super Stuhl auf der richtigen Höhe und ja. Eine liebe, ganz geile DJ, die ich früher ganz gerne gebucht habe und immer wieder unterstützt habe, weil sie ist als Persönlichkeit klein und fein, aber wenn sie dann Musik macht, wow, ist das hart und dark und Psy und wow, heftig! Sie hat mir gerade letztens geschrieben und gefunden, weißt, für was du mir alles für meine DJ-Karriere früher gemacht hast, möchte ich jetzt für euch Spende machen. Und da möchte ich Danke sagen. Und aus deiner Spende raus habe ich mir eine neue Bohrmaschine geleistet und seht ihr, sogar der halbe Preis Ausstellungsmodell. Ich schaue schon, dass das Geld immer möglichst weit langt. Und mit dem kann ich jetzt pures wieder Badzimmer machen, fertig machen. Zwar nicht optisch, sondern nur funktionell, aber das Wochenende haben wir auch die ersten Gäste. Und sonst, ab jetzt, pur wieder offen. Ich kann Praktikanten annehmen, ich kann Helfer annehmen, ich kann zahlende Gäste annehmen. Du hast doch schon immer das Wochenende in Dresden verbringen. Ab jetzt kannst du es, weil wir sind jetzt dann bereit. Wirklich bereit. Erzählt die Welt! Pura Vida ist ab jetzt dann offen. So, die nächste Aufgabe ist, ich muss das WC hier auf die Mucke setzen. Aber die Zuleitung so da hinten, die ihr jetzt nicht seht, da genau der kommt im Bag. Also muss ich dort nachher wegspitzen, damit der weiter hinten geht, damit wir nachher das WC da drauf lupfen. Ja, und ich muss ehrlich gestehen, so eine WC-Installation
habe ich noch nie, nicht einmal Hand gelangert bis jetzt. Das ist alles das erste Mal. Also ich habe jetzt mit der Claudia abgemacht, wenn sie nicht 100 Jahre hat, sondern ein paar. Und irgendwann, wenn ein richtiger Profi hat, um das zu machen, bin ich jetzt schon entschuldigt. Aber ja, man gibt sein Beste und man macht das Beste daraus. Gell? So ist es. I might wind up in the desert with whipping wind and sun. Well, I'll just plant a hedge and I'll start my egg. Also, gell, wir haben schon nicht übertrieben, wo wir gesagt haben, Foxy sei unser Haushuhn. Sie trinkt aus dem Hundennapf. Kommt rein, geht trinken, während die Hunde am Essen sind. Also sprich, sie hat die Hunde weggeschickt vom Essen, damit sie schnell da fertig trinken kann. Foxy, unser Haushuhn. Willkommen in Dresden, wo die Esel machen, was sie wollen. Gell, Brice? Und Sunny? Und der Monsun ist natürlich auch da. Jetzt fangen sie noch an zu streiten. Gell? And washing everything away. I'll just slow down that water with a convoluted border and everything's gonna be okay. Nein, also weißt du, irgendwo Monsun hat es eine Grenze. Meine Tomaten musst du nicht essen. Eine grosse Herde sind wir da oben, hä? Ihr merkt es schon. Und Fena, die anderen zwei sind verschwunden, die anderen zwei Hündlis. Fena kuschelt sich gerne bei mir auf die Schoß, damit sie ein gleich gross ist. Und sonst sind wir eine grosse Herde. Ich habe ein Rätsel. Ein richtiges Rätsel. Ich habe jetzt das gleiche Schlauch zweimal gekauft. Ich habe die gleichen Bits schon 4-mal gekauft. Und da bringe ich es sauber zusammen. Aber da, nur den Anschluss bringe ich nicht sauber zusammen. Ich habe es mit allen Bits probiert, allen Schläuchen probiert, da mit dem alles austauschen, alles. Aber genau der, egal welche Konstellation von Teilen das ich brauche, will genau der nicht dicht werden. Wieso? 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 Hey, schau mal, oh, das zeigt nicht, also es tröpfelt noch ein bisschen. Also es ist ja nicht perfekt, es tröpfelt noch ein bisschen. Aber wisst ihr was, für unsere Gäste, die da sind, übrigens schön sind ihr da, funktioniert es. Und das langt jetzt, mir ist es ist funktionell tipptopp in Ordnung. Und darf ich euch noch mal etwas zeigen? Hey, darf ich euch etwas zeigen? Ha! Und jetzt habe ich fast Claudia ausgelassen. Ja, danke. Voll lauter Freude, zum Glück ist es Heißwasser. Schau mal, da läuft es direkt ab. Also das heisst, man kann wirklich da duschen. Hey, oder wir können es auch umstellen. Und so duschen. Leute, wisst ihr, was das heisst? Pura Vida ist ab jetzt buchbar. Kommt Ferien machen, wenn ihr wollt. Wirklich, kommt, meldet euch an. Ab jetzt Pura Vida buchbar. Outdoor-Küche zeige ich euch nachher. Das WC ist da. Man kann sitzen, gemütlich auf der Throne. Natürlich Türen zumachen. Haha! Hey, und eins möchte ich noch sagen. Ryan-Tech ist die einzige Sanitärfirma in ganz Oberwallis, die man in Zukunft muss buchen. Der René, der Ryan und all die Lehrlinge, die sind der Hammer. Ich konnte sie jederzeit anrufen oder WhatsApp schreiben und sie haben mir immer geholfen. Sie haben mir Ersatzteile geliefert. Sie haben mir einfach Ryan-Tech, ich sage euch. Das ist keine bezahlte Werbung, das ist Werbung aus Liebe. Ich liebe Ryan-Tech und ich liebe mein Badzimmer. Puff, puff. Ha! Nicht alltäglich ist es auf jeden Fall. Hihi. Gut, jetzt gehen wir zu den Geissen. Weil Victoria will Geissen sehen. Gut, gehen wir. Yes, she did. Make a pledge to acknowledge the edge. Grow some veg and stack it on a ledge.
Wherever things come together, you'll find it getting better. You'll fall so in love with the edge, you wanna write it a love letter. Just broaden your range at the place of exchange. You've got nothing to lose and everything to gain. Oh, there's every single color sitting between white and black. A well-beaten bond ain't always the right track. So, etwas nicht Alltägliches in der Riesta ist, es gibt ein Festmahl, Grillieren, wow, Focaccia ist am Oben und wir holen einen zweiten Tisch, unsere neue Pergola mit Sonnensegel. Das ist alles nicht alltäglich, aber mega gut. Hey, ich habe mega Freude. So könnte es auch aussehen, wenn du da Ferien machst. Ein bisschen grillieren, ein bisschen kochen, unsere Outdoor-Küche. Ein bisschen funktionierend. Da die Kochofen, da kann man oben kann man einheizen und oben drauf Töpfe drauf tun. Eben der Focaccia-Ofen. Der Grill ist immer parat. Und ja, den ganzen Tag. Danke Pia übrigens für die Sonnensegel. Den ganzen Tag ist da schön Schatten gewesen. Ja, ich würde sagen, das ist unser Samstag. Ich wünsche einen guten Miteinander. Und das ist jetzt schon fast alltäglich geworden. Meine Abendmeditation, nachdem ich alles gegossen habe. Noch schnell den Kompost ein bisschen bewässern, gießen. Ja, ich finde das meditativ. Und nachher bin ich bereit zum Schlafen. Gute Nacht zusammen. Because the edge is where it's at. We're on the edge right now. Yeah, we're gonna see some change, see some things get rearranged. Moving on, cause there's no going back. I said the edge is where it's at. And there's no more time to waste. Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Yeah, my mama always said, if you're not living on the edge,